Kaladors dunkle Seite will und will nicht weichen. Hier bei Risen 3 Titan Lords sind wir noch dabei und ja, momentan sieht es nicht unbedingt so friedlich aus, vor allem jeder Ecke. Also ganz ehrlich, das Rübel habe ich noch nie erlebt. Also sogar Terranis war ein Spaziergang dagegen. Hey, du kannst Witze machen, Patty. Hör auf damit, das ist mein Part. So, ich suche immer noch den Held von Risen 1 und Risen 2. Das soll hier irgendwo auf der dunklen Seite sein. Ja, das war kein Wunder. Die Frage ist halt, wo ist und währenddessen kriegen wir schöne Erfahrungspunkte, wa? Den Staub mit dir, du Riesenfußabtreter! Ja, sind wir mal zu dem hier. Da ist noch ein anderer Beste, so ich nicht angreife, keine Ahnung. Nehmen wir erstmal den hier vor. Zur Brust natürlich. Genau, vor allem weil sie sowieso nicht abblocken können. Wieso? Keine Ahnung, aber ihnen klappt es einfach nicht. Ich komm ja schon. Wowen! Ah ne, Woran war es ja. Ich sollte mal unbedingt meine Hiwaff, also Nahkampf skillen, wa? Das ist momentan ziemlich lame. Ja, also Erfahrungspunkte gibt es hier unten ja viele schöne, das natürlich freut mich, aber wenn das alles ist, das weiß ich nicht. Kuckuck! Wer stört mich? Ich bin's! Der Golem-Schlechter! Ihre Größe bedeutet nichts. Tja, so viel dazu. Was gibt's sonst hier auf der Karten noch? Gut, da kann ich wieder hoch und theoretisch hier hin zurückgehen, wa? Aber ich weiß nicht zu rechnen. Also hier ist echt nichts Besonderes. Hier oben noch was. Oh, dunkle Pfade, ganz toll. Das wäre hell. Das war klar, Alter! So, es werde heller. Ja, wenn es wieder hat schon. Hä? Hilfe! Hör auf mich zu erschrecken! Ich mag das nicht! Ja, der kommt nie wieder. Wobei natürlich nie wieder ein starkes Wort ist, nicht wahr? Aber in diesem Sinne auch ein wahres Wort. So, was hat ein Feuervogel hier? Die Welt geht unter und hier steckt dann so ein dämmerer Feuervogel. Naja. Oh, da ist noch einer davon. Ist das cool. Weiter geile Erfahrungspunkte. Komm her, du. Ich bin der Golem-Schlechter. Oh, oh, oh. Vor allem der vom Golem auf die Mütze Krieger. Ah, ich wünschte, es wäre so, Patty. Ich wünschte, es wäre so. Warte, gerade was das Skillen? Immer noch nicht, wa? 4000 Ruhm, jetzt brauche ich hier 8500. Das ist einfach übel. Seht ihr das? 7300 und was habe ich hier schönes? Magie sich 99. Lego Mio Magie. Okay, genau. Aber wieder mal skillen. Kristallmagie ist 71. Also Verteidigung cool. Angriff ist noch ziemlich kacke, wie es aussieht. Verrückt. Tja, aber ansonsten sind wir hier momentan langsam durch, wa? Was zum Monster anbelangt, sind wir wieder auf dem Pfad der Tugend. Ja, sehr schön. Das heißt für uns jetzt genau, wir haben den Weg, also sprich hier hin, zack, und dann natürlich hier unten alles, ui, bis hier hin etwa, wa?
Das ist eigentlich auch noch. Ah, der Turm hier, stimmt, der fehlt noch. Das Gebiet hier oben, also viel fehlt nicht mehr. Hat ja voll gelohnt. Naja. Besser als nix. So, was die Bären betrifft, also keiner von denen was davon haben. Das ist, ja, gut von mir aus. Der Turm im Schatten. Knochenwächter und ein paar Monster erledigen. Wer dort war. Haben wir doch schon. War noch nicht? Nö. Scheinbar nicht. Und das ist sowieso auch hier. Also direkt beides in einem. Ja, Freunde, so ist doch immer praktisch günstig gut. Es ist ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack. Hier bereits im, kann mal gucken, 84. Part, wa? Doch, kann 84. Part sein. Alter. Wenn du überlegst, auch nicht schlecht. Bereits seit mindestens 84 Tagen, wobei stimmt gar nicht. Hat teilweise ja eine Pause drin gehabt von einer Woche, dann vielleicht mal 1, 2 Tage kein Part gegeben. Also sicher schon seit etwa 100 Tage, schätze ich das mal, wa? Gibt es bereits dieses Let's Play zu Risen 3 Titan Lord? Ein Ende ist noch nicht in Sicht, obwohl. Wow, okay, jetzt wird's auch hin. Im falschen Weg, ganz toll. Obwohl es ja eigentlich schon gewisse Andeutungen gibt, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann. Oder könnte. So, jetzt muss ich langsam aufpassen. Hey, meine Natur ist schon wieder gesehen, Patty. Na komm, wegen 2, ganz ehrlich. Mann, ich hol gerade Kontern. Du bist ein Arsch. Mit Ohren! Das tat richtig weh. So, Magie bitte einsetzen. Kumpel. Magic Power. Dankeschön. Ich finde es so geil, mit sich einfach zu heilen. Klar, ein bisschen cheatrig auch, aber tüff. So ist halt das Leben. Das findet auch der Feuervogel. Oh. Ja, da sind ein paar Viecher. Lieber nur sicher, man weiß ja nie. Achtung. Servus. Waren schon alle? Warum 4 von 4 plötzlich? Er ging schneller als erwartet. Gut, jetzt noch ganz kurz die hier. Kommt hier, Typen. Knochenwerte, keine Schergen mehr, weil sind genau gleich raus. So, Patty kommt so den anderen. Du bist mein Fall. Das gerade hat er gekontert. So. Man noch viel Schaden war bei den Typen. Vor allem glaube ich auch mit Hiebwaffen mehr als mit Schusswaffen. So viel dazu. Gut, jetzt noch einen Turm entzünden. Komme ich da einigermaßen ungefährdet hoch? Ich hoffe schon. Du. Alter, wie finster wieder mal. Ist ja jemand? Hallo? Ein Besen, ja, dann schlecht. Einen Krug nehmen wir mit. Messergabel könnt ihr behalten. Kurbelwelle. Die geölte Kurbelwelle. Welche Quest, keine Ahnung, aber immer ein Erfolg. Ist doch auch schon etwas. So, jetzt eine ganz kurze Kiste. Und dann vielleicht noch ein bisschen pennen. Ah, dann mal ein bisschen schwieriger, wa? Okay, die 2, vielleicht einen zurück. Nee, geht auch nicht. Das klappt so nicht. Aber das so auch, wenn wir aber so machen. Dann ist das Ganze logisch gesehen kein Problem mehr für uns. Die ganzen Schnäpse hier. Leiter, ja, wir kommen gleich, will aber erst noch mal gucken. Wie gesagt, vielleicht kann ich ja ganz kurz pennen. Nee, geht immer noch nicht. Also, schlafen natürlich schon, aber nicht so, wie ich es gerne hätte.
Ein herrlicher Ausblick. Die Kristallfackel ist ein bisschen fehl am Platze. Aber sonst sieht's cool aus. Yeah, Mann! Dann, Truhe ist leer, wir gehen weiter. Hat er 2 Quests miteinander gelöst, wa? Wenn du so willst. Von Berichten für Dragonsünde, Brief für Harry, aber momentan nicht. Wo ist denn der Harry gerade? Harry, wo ist der Harry? Da ist noch eine Zitadelle, tschüss. Mach ich später. Zeitlich gesehen, 11 Minuten vorbei. Vielleicht klappt sogar für den Namenlosen noch, wenn wir uns ein bisschen beeilen hier. Von der Lage her, jetzt waren wir hier überall, war jetzt gehen wir natürlich nach oben. Also, da kannst du nicht mehr an so vielen Orten versteckt haben, das geht gar nicht. Außentoilette kommt noch später erst, aber... Das sieht gerade ein bisschen verdächtig aus da unten. Ah, der pennt einfach nur. Da hatte gerade, was denn das für ein Teil? Das tat richtig weh. Ja, irgendwie schon. Okay, sieht einfach nur gerade ein bisschen seltsam aus. Tja. Da ist er. Leute, da sitzt er, das ist er. Da war jetzt ein paar Schergen erledigt. Gut gemacht, Typi. So, Leute, was meint ihr? Sind wir bereits ready for Takeoff, um zu quatschen? Das Problem ist natürlich, wenn wir nach mit Mendoza das gleiche noch machen, müssen wir natürlich mit ihm wieder zurückkehren, wa? Das heißt, wir machen es natürlich so, also erst noch ganz kurz das Abgrasen hier. Also einen Save Point gibt es leider nicht, das ist so, natürlich ein bisschen doof, was willst du machen? Also Save Point, Entschuldigung, natürlich Teleportpunkt, wa? Ne, da sind noch 2. Bei den Viechern. Bei den Viechern blocken ist mir nicht gerade so geheuer. Gut gemacht. Dankeschön. So hätten wir das auch. Ja, dann glaube ich, machen wir es echt so. Wir haben noch knapp 7 Minuten Zeit. Das passt eigentlich. Also eine ganz kurze Viecher platt machen und dann mit Patty ihren alten Kumpel anquatschen. Für uns ist er eigentlich komplett ein neuer Charakter, da kennen wir so gesehen gar nichts. Also natürlich der hier. Und alle steuern. Und dann. Ist plötzlich da oben. Oh, das könnte gefährlich werden. Hä? Was macht denn der? Dort sitzt doch da. Der erzählt zum Weggefährten, der Kumpel. Hey, doch nichts. Ach nee, stimmt, war der andere Weg. Entschuldigung, mein Fehler. Hält ein bisschen mehr aus, wa? Kann das sein? Boah. Wumms hat einen guten drauf, muss man zugeben. Was? Ich kann gar nicht mehr angreifen. Nun gut, Leute, soviel dazu. Will man sagen, das reicht fürs Erste, wa? Viel mehr müssen wir eigentlich nicht vorbereiten. Wir wissen jetzt ungefähr, wo er sitzt. Das ist gerade perfekt. Wir können natürlich noch ein paar andere Quests jetzt abschließen, aber nee. Okay, hier sitzt er, das ist schon mal sehr gut. Hier in diesem Bereich ist der Typi. Das heißt, nach dem Teleportpunkt, doch bin ich relativ schnell wieder da am nächsten Part, war. Da klappt schon, kein Problem. Mal ganz kurz heilen. Siup. Dann sage ich mal speichern und dann quatschen mal mit Patty zuerst, wa? Mit Mendoza? Ne, mit Patty. Ja, darf man den richtigen Weg entlang gehen. Alter, meine Orientierungssinn, der ist teilweise schlechter als der von Zorro aus One Piece, will das heißen. Ja, los geht's.
Namenloser. Einfach nur namenloser. Ganz schlecht. Hey, du Typi. Du hier? Nicht schlecht. Hab eigentlich damit gerechnet, dass die Schatten mit dir kurzen Prozess machen. Aber du scheinst die Dinge ja im Griff zu haben. Hier hast du schuftig also verkrochen, statt an meiner Seite zu sein. Ich könnte dich... Mach mal halblang. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mal kurz weg muss. Kurz? Das nennst du kurz? Ich mach's wieder gut, versprochen. Aber verschieben wir das auf ein anderes Mal. Was ist los? Du kennst mich? Kennen ist vielleicht zu viel gesagt. Aber ich kenne deinen Auftrag. Ich habe jetzt schon 2-mal die Welt gerettet. Jetzt ist es dein Job. Du hast was? Nicht so wichtig. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit. Und du bist ganz schön herumgekommen. Also erstmal fällt mir gerade mal so dezent auf, dass sie gewisse Ähnlichkeiten haben im Gesicht und so, aber sag mal, die Synchronstimme ist nicht euer Ernst, oder? Die klingt ja so beschissen. Ach Mann, ey. Wer zum Geier bist du? Sagen wir einfach, ein Freund. Verrate mir nur eins. Woher kennst du Patty? Sie ist meine Schwester. Ha, natürlich. Jetzt macht das alles Sinn. Tch, ich dachte immer, der alte Stahlbart hat nur Töchter. Warum interessiert dich das? Wenn man sich auf seinen Reisen mit den Titanen anlegt, verpasst man das ein oder andere. Du hast gegen Titanen gekämpft? Ja, sie machen es einem nicht unbedingt leicht. Vor allem nicht, wenn man ihnen ans Leder will. Dann hat man besser einen großen Stiefel dabei. Ja, das ist die richtige Einstellung. Dir brennen doch sicher ein paar Fragen auf den Lippen. Ich bin zwar etwas in Eile, aber schieß los. Ja, etwas in Eile, der hockt vermutlich schon seit Tagen hier rum. Vor allem, wie kam der über diese Seite der Insel, wo doch die Lavaschlucht und so. Oh, ist egal. Woher kennst du meinen Vater, Kapitän Stahlbart? Das ist eine lange Geschichte. Abgesehen davon, dass er mir ständig die Rumvorräte weggesoffen hat, half er mir, die Titanen-Lady Mara zu bezwingen. Er half dir? Nach allem, was ich weiß, ist mein Vater bei dem Versuch draufgegangen. Tja, du weißt ja, wie das mit euch Stahlbarts so ist. Euch wird man so schnell nicht los. Du kennst Patty? Deine Schwester und ich haben schon viel zusammen durchgemacht. Sagen wir einfach, dass sie und ich die gleichen Interessen haben. Die da wären? Abenteuer, Leute verprügeln und viel rum. So viel rumwassen auch wieder nicht. Also beim letzten Mal haben wir nicht ins Glas gespuckt. Hör einfach nicht auf ihn, Brüderchen. Es war alles ganz harmlos. Verstehe. Ja, ja, und das soll doch glauben, wa? Warum arbeiten wir nicht zusammen? Das tun wir schon. Jeder für sich auf seine Weise. Ich kann dich zwar nicht begleiten, aber glaub mir, wir kämpfen auf derselben Seite. Und wenn du weitermachst wie bisher, bist du auf meine Hilfe auch nicht angewiesen. Erledige du deinen Job mit den Schatten, dann werden wir vielleicht bald ein gemeinsames Projekt haben. Hä? Projekt. Ja, das klingt so, als wäre es irgendwie eine Arbeit oder irgendwie ein Ferienvergnügen. Alter, das ist bitter ernst. Das ist gut, da muss ich ihm ja nicht erzählen, weil er hat ja schon zweimal die Welt gerettet und so. Aber trotzdem, Projekt kannst du dem nicht sagen, weil ein Projekt hat ja einen Anfang und ein Ende, sprich, das muss ja fest terminiert sein. So gut, ich schweife ab, aber trotzdem. Projekt. Hast du keine Angst vor den Schatten? Angst nicht, aber Respekt. Sie sind mies drauf und können Ärger machen. Aber du weißt ja, was zu tun ist, wenn jemand Ärger macht. Ich habe keine Fragen mehr. Gut, dann schlage ich vor, wir saufen uns ein und dann muss ich weiter. Klingt gut. Sehr gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Hoch die Tassen. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, mein Freund. Mann, der kann saufen. Jo, Patty, irgendwelche Kommentare? Nö, wa? Altlasten, was war da gerade für eine Quest? Ich hab gar nicht gesehen. Wenn meine Quest aktiv die Altlasten hieß? Glaub ich irgendwie nicht. Wo können die überhaupt sein? Wäre praktisch, wenn man das irgendwie alphabetisch anordnen könnte, ja. Tja, also denkt mal, das wird jetzt auch nicht sein, hier etwas mit legendären Gegenständen. Otte vielleicht.
Theoretisch Kalador, aber noch ist ja. Alltagsquest-Dialog anzeigen, bitte, was? Mann, der kann's auf, das war alles. Hä? Das ist alles gewesen, Leute. Das war der Held aus Risen 1, Risen 2. Ey, sag mal. Der hilft uns gar nichts? Ist er sonst... Also, Pate Demon war deinen Bruder ein bisschen enttäuscht. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja. Nun gut, Freunde, das war's für heute hier bei Risen 3 Titan Lords. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz abspeichern. Und 52, genau. Im nächsten Part mit dem Save-Stand von 151 loslegen. Dann werden wir uns zurück teleportieren aufs Schiff. Nehme ich Mendoza mit, werde ich hier wieder teleportieren. Ganz halt latschen, ist ja egal. Hier hin, mit Mendoza und den Typen quatschen. Danach halt wieder diesen Save-Slot, den aktuellen, sprich 152, genau, laden. Und dann geht's locker, flockig weiter. Hier auf Kalador, sprich vor allem mit der Region hier, nicht wahr? Wo man dann irgendwas machen muss. Und dann halt gehen wir hier hoch und besuche mal den alten Schattenlord. Was der wohl drauf hat, tja, wir werden es erfahren, aber nicht mehr heute. Das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.